Es ist ein heisser Sommertag. Die Sonne scheint. Der Himmel ist strahlend blau und es weht ein sanfter Wind. Der Captain Sharky, der Schreck der Meer, steht am Steuer von seinem kleinen Piratenschiff. Zu seiner Piratenmannschaft gehört natürlich der Michi, sein bester Freund. Der sitzt gerade auf einem Quermast. Und wer ist sonst noch alles dabei? Klar, der Coco, der Papagei. Der sitzt wie immer ganz zuoberst auf dem Mast. Und auch Dizzy, die kleine Schildkröte, gehört dazu. Sie liegt auf einem Küssi und döset vor sich her. Sie hat schon ganz viele Abenteuer einfach verschlafen. Natürlich ist da auch noch die Ratte. Ohne Seien geht gar nichts. Sie ist nämlich Matros und Co. auf dem Schiff vom Captain Sharky. Sie sitzt im Schneidersitz auf den Planken und flickt mit einer langen Einnadel und ihrer riesigen Garnrolle ein Loch im Focksegel. Oh, der klitzekleinste winzige Striss hat von mir und meiner Nadel Schiss. Und noch immer ist die Mannschaft nicht komplett. Es fehlt noch jemand. Nämlich der Fips, der Frechaff. Der hangelt sich vergnügt kreischend von Mast zu Mast. Er nimmt das Stau, das an einem Querbaum angemacht ist, schwingt sich durch die Luft und landet direkt neben der Ratte auf der Schiffsplanke. Dann schnappt er der Ratte die Garnrolle weg und rennt damit zum Heck vom Schiff. Die Ratte springt ihm Tauben hinten nach. Klabautermann, gib das sofort zurück, du Frechdachs! Das ist kein Frechdachs, das ist ein Frechaff. Was? Ein Stechaff? Er hat eine Waffe? Um Himmels Willen, ein bewaffnetes Tier! Was soll ich nur machen? Ah! Nein, er hat doch keine Waffe. Er will doch nur ein bisschen spielen. Er will auf mich zielen! Hilfe! Jetzt beruhig dich doch. Der Fips würde dir doch nie etwas leid tun. Der will dich nur ein bisschen ärgern. Er will nur was? Warte nur, du kleines Unkühl! Jetzt mache ich dir bei! Kreuz und quer über das ganze Schiff rennt die Ratte am Äffli hinten nach. Das Garn wickelt sich von der Rolle ab und der Fips zieht einen langen Faden hinter sich nach. Gleich sieht es so aus, als ob das Schiff von einem grossen Spinnennetz eingehüllt wäre. Der Fips rennt zum Bug vom Schiff. Plötzlich sitzt er aber in der Falle. Die Ratte hat ihn eingeholt und versperrt ihm jetzt den Weg. Jetzt habe ich dich, du kleine Landplage! Nein, du grosses Meeresübel! Genau das bist du nämlich! Gibst mir jetzt die Garnrolle freiwillig zurück oder soll ich dabei machen? Warte nur, jetzt gibt's Eis auf den Deckel! Schnell wieder Blitz, flitzt das Äffli zwischen den Beinen von Ratten durch, rennt ein paar Mal um sie herum und wickelt sie mit Faden ein.